Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Tales of Berseria mit dem Abschluss der aktuellen Sidequest noch. Es fehlt nur noch eine. Und zwar müssen wir zurück nach Titania für Aesons außergewöhnliche Begegnung. Warum? Keine Ahnung, werden wir gleich erfahren, was da genau abgeht. Ob es irgendwie Zavida ist, ob Etna auf Titania ist. Wir zweifeln so stark, dass Etna hier noch einen großen Auftritt hat. Ja, wir haben es mal von der Rückseite gesehen, ja, da im Turm, wo uns Melchior ja die Illusion gezeigt hat. Einmal so einen richtigen Auftritt von Etna hier wäre schon geil. Natürlich auch ein Hinweis noch darauf, wie Aeson sich überhaupt in den Drachen verwandelt hat. Davon wissen wir momentan auch noch gar nichts. Das hoffen wir natürlich noch im Spiel hier aufzufinden. Und was gibt es sonst noch so irgendwie? Keine Ahnung, wird es noch ein paar andere Dinge geben. Ich könnte noch irgendwie einen Hinweis darauf hätte, noch nicht besiegt. Ja, immerhin haben wir schon mal 15 gemacht, war. Das Ziel. Aha! War das letzte. Ja, so, warte mal, die hatten mir nur durch eine Sidequest. Ach du Scheiße, sag mal los, und dass wir die restlichen Rotmonster, Stufe Rot-Dinge durch Sidequest kriegen. Ach du Scheinkleister. Ja, könnte sein, seht ihr? Ich will noch ein paar Nummern. Ups. Ah, seht ihr, Nummer 14 fehlt hier auch noch. Könnte das eine Sidequest sein? 15, ja. 16, warte mal. 18, 17 haben wir hier. 19, 20, 21, 22, 23, 24 können noch fehlen. Gemäß dieser Theorie. Ja, die fehlen hier auch noch. 3, 24 und 26. Weil, ja. Die haben wir nur noch eine 74. Wir haben es trotzdem relativ. Hä? War der echt so stark? Wir haben den relativ locker platt gemacht. Das heißt, es gibt insgesamt 28. Ach du Scheiße. Das werde ich vermutlich aber doch erst nach der Hauptstory machen. Wenn ich überhaupt noch alle mache. Klar, das sind vom Level her, machen wir locker platt. Also, die spielen noch, aber der Rest nicht mehr so. Ja, doch, komm, macht immer relativ locker platt. Die glaube ich auch noch. Dann wird es langsam ein bisschen schwieriger. Succubus Königin, Titan, ja, natürlicher Bergwerk, Hilarus, Lebensquelle. Haben wir damals auch schon gesehen, haben eigentlich alle. Nummerierung halt, war. Etwa auf 3 oder 4 fehlen noch das Sidequest. Da kann vielleicht einer bei Ace, aber. Das würde bedeuten, dass Namenstufe Rot Monster, sag ich jetzt mal. Und der Dämon von mir aus. Ja, warum nicht, war? Und einer ist da vielleicht sogar der Drache noch. Also der Drache da von wegen Zavida und so. Müsste eigentlich auch relativ stark sein. Also theoretisch müsste hier aufgeführt sein, wäre vielleicht sogar Nummer 29 oder Nummer 30. Ach du Scheiße. Egal. Wir sehen, wenn es soweit ist. Hier fehlt noch ein Special und ein Material. Gebiet frei, ja, es muss ihm noch mehr Gebiete geben. Scheiße. Benötigtes Level. 7, 8, 9, 10. Wird lustig, Freunde, wird lustig. So. Was haben wir hier noch alles? Hey, it's you! Magilou's Debauchery. It's Menagerie. I finally get a chance to see the famous Magilou's Menagerie. I've been waiting forever to meet up with you again. Meet up with us? Why? Well, with my bad luck, I've always just missed out on seeing your splendiferous performances. So, well, I made my own menagerie. The Abbey is a mess, and people everywhere are scared. Demons abound, and, well, everyone's so gloomy. So I thought that this is exactly the time when people need something fun and happy to lift their spirits. My troop is still in training, but we're almost ready. That's wonderful! What do you call yourselves? I wanted something with power, impact. So behold, we are the Dark Wings! Dark Wings. Huh. Hey, what gives? That's a terrible reaction. You're trying to cheer people up, right? So why dark? And dark wings only make me picture crows. Or bats, maybe. Really? When I think of the Dark Wings, I think comedy. Maybe I should rethink this. Oh, I got it! We'll be the Dark Smiles!
Sounds like you've got a pretty dark sense of humor. You really want to go with such a dark-hearted name? Okay, fine. The Dark Magic. No, the Dark Circus. No, that's no good. The Darkest Hour. The Dark... Maybe you could try losing the dark part. Good point. All right then. How about this one? The Peddlers of Joy. We don't accept solicitations. Fine. Forget you. I've made my decision. We're Darkwing Menagerie of Comedy. And that's final. You really went all out. Still, you've got zing, kid. Here's hoping you have many dark years to come. Magikazam! Thanks. That makes us rivals now, but still... About that Magikazam of you, what this world needs. But here's Magikazam! Sorry, ist mir alles zu doof, was die hier sagen. Alter. Comedy-Truppe mit finsterem Namen. Ja, ich glaube, es hackt. So, was kann man noch alles kaufen? So ein bisschen auffüllen. Es geht sich langsam die Flaschen hier aus. Ja, haben wir fast gedacht. Kann er Trank? Das ist leider ziemlich teuer. Wenn man es eigentlich mal einsetzen könnte. Stimmt, war? Ich habe dann alles Teil am Kampf gegen Melchior gar nicht eingesetzt. Na, kann man noch 13. So, den Rest gucken wir später mal noch. Habe ich eigentlich noch, guck gerade mal. Habe ich irgendwo noch... Dieses Andur habe ich noch. Hätte ich vielleicht bei Artorius benutzen müssen, vor allem wenn ich da auf schwer stelle. Nicht unbedingt die beste Idee. Ausrüstung. Zum jetzigen Zeitpunkt... Alter, was wir Waffen bekommen. Sind vor allem viel zu viele, war. Ja, eindeutig. Die ganzen Waffen, ey. Ja, ich weiß durch die Dingesbums. Ja, wissen die schon wieder. Stufe 4 Zonen haben wir die ganzen Waffen bekommen. Ich erinnere mich. So ist aussieht doch alles irgendwie ziemlicher Mist im Vergleich zu dem, was wir sonst haben. Schon krass, wir haben Kurugane durch und wir haben noch das Kurugane Schwert auf dem Rücken. Also quasi der Kurugane Sturmbrecher. Die Waffen, wie es aussieht, kann man alle nicht gebrauchen. Obwohl, Stück Quarz, ein bisschen Topaz und so, ein bisschen mehr Defense wäre auch nicht schlecht. So eine Fäuste, komm, Topazring. Den Rest gucken wir anderes mal an, weil es wird sonst zu viel werden. Aber doch relativ viel haben. Das ist eine Frage, war Kurugane Dolch ist ja sein Kopf, okay, sein Kurugane Schwert oder Kurugane Sturmbrecher ist der ganze Körper, wohl der Rest der Körper. Von mir aus, die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, lebt er eigentlich noch oder ist er jetzt tot, offiziell? Weil er quatscht ja auch nicht mehr, oder? Der erwartet, dass ja jetzt noch quasi selber ein Schwert ist und so. Dass er jetzt mit uns ein bisschen quatschen würde, so wie es ja auch Fei in The Legend of Zelda Skyward Sword tun würde. Wäre mal so die Idee gewesen. Alter, haben wir viel. Ach du Grüne, Mann, hier ist auch überall so viel. Boah. Alle auf dem gleichen Rang, logischerweise. So, dann haben wir die 5. Die gucken gar nicht durch. Jetzt haben wir natürlich viel mehr Goldklumpen, wa? Ja, aber trotzdem, die Kurugane-Dolche Upgrade werden nie so stark wie jetzt die Quarz-Dolche und so, können wir vergessen. Das können wir vergessen. So. Waffen stärker, sehr schön. Wie sieht es mit dem hier aus? We put all our faith in you because you said you could protect us. We endured all your harsh rules and laws. So how can you tell us you can't defeat the demons because you can't control Malakim anymore?
We don't understand why we've lost the ability to control our Malachim. But even without my Malak arts, I will fight to my dying breath to protect all of you. So please, calm down. I'm not listening to anything the Abbey says anymore. What are you looking at? Yeah, you there. Mean-looking guy. Get over here. I think I'll pass. Thanks. Hey, Muscles! Get back here! I'm not through with you! Please stop. I understand that you're worried and upset, but now isn't the time to be fighting amongst ourselves. Please, let us all stand together. Help us fight off the madness and the demons that threaten our world. And if that's not good enough for you, you can face me instead. Guess I'm sorry. That exorcist has some serious backbone. Aye. Ai, gibt auch solche Exorzisten. Zum Glück. Gut, würde mal sagen, speichern mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und dann ab nach der Athenia. Zeit haben wir noch. Ja komm, wenn wir schon zu Ende kriegen das Ganze. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich passieren wird. Zwischenstopp, okay, und Action! Aus welchem Grund genau kann ich jetzt hin teleportieren? Kapiere nicht. Davon ist doch gar nichts. I don't see any exorcists, at least. They must have pulled a runner once they were finished here. If our challenger knew that when selecting this location, I suspect we're in for a serious fight. We need to stay careful. Ein versteckter Hinweis darauf. Warte mal. Aha, scheiße. Ja, aber man kann nach hinten teleportieren, aber geht gar nicht, wa? Mist. Ah, muss wieder durchmarschieren, Mann. Musik ist immer noch bedrohlich, gefällt mir nicht. Immer kann ich baden. Im Gefängnis drin baden, da bringt natürlich auch sehr viel. Titania, ich glaube, den Ort sehen wir noch öfters. Muss mal ganz kurz checken, wie ich jetzt da schon wieder geradeaus war. Dann einmal scharf links abgebogen. Wer könnte der Gegner sein? Wer könnte der Gegner sein, der da Aesons im Kampf herausfordert? Musik ganz anders plötzlich. Ja, ist klar. Eine Kiste? There doesn't seem to be anybody here. Wait, what's up with that box? The time has come for judgment and retribution. What the? Did a Nordal just come out of that box? Who are you? Very well. You ought to know the name of he who consigned you to the flames of hell. Wait. I am... You're that Norman, right? Phoenix or whatever? Ha! No wonder those letters were so full of empty threats and blustery nonsense. Bien! This is bad. The self-styled strongest Norman of all Norman is the mastermind behind all of this! Self-styled? I am the man among men, the strongest Norman of all Norman. I am Phoenix. Yeah, we've covered that already. So you're the one who wrote all those letters. What's your bone with me? I merely seek to right wrongs. I recently came into possession of a letter from a sister pouring her heart out to her brother. I traced the letter back to its sender, and one day paid her a surreptitious visit. There, I found a sweet, innocent girl. Surrounding her were presents from her brother, and mountains of letters she couldn't bring herself to send. Letters she couldn't send?
heartfelt letters for her older brother. When I read them, my manly tears fell over the same salty stains left by hers. What the hell is wrong with you? Who reads someone else's letter and then decides to break into their room? I acknowledge that I am partly in the wrong. But for all that is righteous, I cannot condone you. I do this for your sister, clasping her hands in well-worn gloves as she sends prayers for her brother's safety across the wide blue sea. Enough of this nonsense. What is it that you want? That is a question you should be asking of yourself. What do you mean? Just what is it that you're communicating with the superficial scrawlings and shoddy baubles you send her? He's trying to atone. Don't be absurd. Which is the real you? The considerate brother who worries for his sister? Or the man who consorts with low-life scum and pirates? Why can you not at least be honest with her, pirate? She is your sister. Why can you not tell her of the life you've chosen to lead? Do you think her too weak-willed to forgive your decision? Is that what your beloved sister is to you? I don't have to take this from you. Fine then. Show me your power. You asked for it. Then it's settled. If I win, you will go visit your sister immediately. But if I lose, I will obey your every command. Ernsthaft, das Trick gegen einen Normin an. Alter! Level 120 ist klar! Ich werde die abkratzen! Ich werde sowas abkratzen! Wieso muss ich Schwierigkeit hochstellen, ich Volltrottel? Darf er noch beten? Ich werde von Normin verprügelt. You're a funny one, Phoenix. I like you. Laugh all you wish, for the last laugh will be mine! I think I'll have you crying instead. Ich habe keine Chance. Das können wir vergessen. Das können wir sowas von vergessen, Leute. Ich werde die abkratzen und noch nicht abgekratzt habe. Haben wir schon ein bisschen Schaden gemacht? Alter. Ja, schön, dass wir alle leben. Wundert mich zwar ein bisschen, aber ist auch schön. Ah, dass ich nicht rechtzeitig auswachen kann, ist doch auch scheiße. Man macht eh nur einen Angriff. Ne, er macht zwei Angriffe. So, nee, sorry Leute, da bringt nichts. Da bringt nichts. Er kann aber nicht irgendwie aus dem Kampf raus oder so oder ins Menü rein und so. Nee. Freunde, tut mir leid, das muss ich normal machen, da bringt so nichts. Scheiß, wir haben voll. Wer hat denn damit gerechnet? Wer hätte mit so einer Scheiße gerechnet, hey? Level 120. Das liegt sicher nicht nur daran, dass ich die Schwierigkeitsstufe angehoben habe. Garantiert nicht. Das war nur ein verdammtes Level, das ich angehoben habe. Nicht von Mittel auf hoch oder so, nee, von Mittel auf schwer. Daran liegt es garantiert nicht. So. Das muss ich ganz kurz überspringen, das Intro, aber das vermutlich nicht zeigen kann. Wegen, ja. Diversen Gründen. Nee. Copyright-Rechten schätze ich mal. Weil dies ja keine. Keine. Was sagen wir denn jetzt schon wieder? Instrumentales Intro. Also sprich, es ist natürlich schon instrumental, aber es ist ja auch mit Gesang und so und deswegen. Also japanischer Gesang ist, darf man alles gar nicht zeigen, beziehungsweise darf man gar nicht hören und ja. Halt so YouTube-mäßig war. Das war ja bei Cisteria ein bisschen anders. Haben wir gesagt, ja, dann gibt es halt gar kein irgendwie Intro und so. Also, doch, nee.
muss aufpassen, was ich sage. Ich bin gerade irgendwie mit den Gedanken bereitet am Kampf mit dem Normin. Also, Nese war ja so, bei Zestiria hat man sich einfach dazu entschieden, quasi eine Version freizugeben, wo eben das Intro nicht gesungen wird, sondern eben nur instrumental, nur eine instrumentale Version. Bei den meisten anderen Tales of Spielen hat man halt direkt das originale Intro mitgehen lassen. Und bei Zestiria, ich glaube, wenn man es auf Steam gezockt hat, gab es die Möglichkeit, wenn man es ein bisschen, ich sage jetzt nicht unbedingt gecheatet hat, aber wenn man es halt ein bisschen modifiziert hat, das Ganze, konnte man es trotzdem so regeln, dass ja, man das originale Intro hatte. So, sind wir wieder da. Natürlich, ich vergesse es nicht, das Spiel startet zurück. Alter. Ich will direkt mal Essen rein. Ist eigentlich logisch, dass er dabei sein muss. Der Rest stimmt soweit. Vom Standard-Team. Ja, ich glaube, es kann ein bisschen dauern. Was mache ich jetzt am besten? Ich würde sagen, Schnellspracherfunktion aktivieren. Weil ganz wieder hinlatschen und so. Nee, kein Bock drauf. Das machen wir jetzt nicht schnell. Schnell speichern. Ja, überschreiben. Geht immer nur ein Spielstand. Der hat aber bald abgeschlossen. Der stärkste aller Normin. Erinnert mich ein bisschen an Black Turtles. Oder Dark Turtles aus Zestiria. Das ursprünglich auch so. Ja, ist eigentlich ein Witz, aber So, wir kennen das Ganze. Ja. Schalt mich ab, hey. Ey, sorry, aber... Also wir versuchen natürlich kurz, aber ich glaube, ich stehe nachher auf einfach, weil... Nee, das ist mir zu doof. Wieso ist der so verdammt stark, jetzt so ein verdammt hohes Level? Ich kann die Quest jetzt machen, das heißt eigentlich für mich, dass er auch stark genug sein müsste. Ich wollte gerade sagen, Velvet kann ein bisschen angreifen. Was? Nein, was war jetzt los? Oh, scheiße, ist mal vor schon down. Ja, leck mich. Das gibt's nicht, hey. Das gibt's einfach nicht. Noch ein bisschen mehr als 2. Gut, machen es anders, aber lass mich killen. Wie schon mal gesagt, ist mir zu doof. Ich mache extra diesen Kampf halt nur die schwerste Stufe, weil ich habe echt keinen Bock drauf, jetzt halt zu warten, bis ich das richtige Level hätte, gegen Typen anzutreten, wobei ich noch nicht verstehe, wieso ausgerechnet jetzt irgendwie. Ah, schön. Schwierigkeitsgrad kann nicht Schwierigkeitsgrad. Doch, eigentlich schon, war. Kampfschwierigkeit. Ja, ich mache es extra normal, einfach, beziehungsweise sogar. Level 80 ist schon um einiges angenehmer, wenn wir ehrlich sind. Sehe ich jetzt voll nicht ein, wieso ich für eine Quest, die ich noch vor dem eigentlichen Hauptboss des Spiels machen kann, wieso es so verdammt stark ist. Hat viel gebracht, geht eigentlich noch. Man ist immer noch Level 80, also wird trotzdem nicht einfach werden, den Platz zu machen.
voll gestunt. Wer kommt zu dir? Wir haben dafür keine Zeit, Mann. Ich würde sagen, wir sind ausgetauscht. Das war eigentlich interessant, war? Was ist jetzt der Unterschied zu den vorigen Kämpfen? In der Schwierigkeitsstufe, vom Schwierigkeitsgrad her. Er hat davor ein höheres Level. Attacken macht er die gleichen. Also sagen, geht mir das ein bisschen auf den Sack gerade, deswegen mache ich jetzt ein bisschen hinne hier. Arkaner Trank, ja. Gibt hier noch ein bisschen was. Dann kriege ich selbst auch noch ein bisschen was. Das war eigentlich fies, war, weil wir hätten uns vorhin verloren. Was ist passiert? Geht Ace eine Schwester besuchen? Nö. Passiert trotzdem nicht. Verdammte Arschbombe, ey. Ich werfe mich ständig aus dem Fury-Modus raus. Wie kann eigentlich Norman so stark sein, frage ich mich gerade. Ist doch eigentlich nicht möglich, wenn wir ehrlich sind. Zumindest dürfte es nicht möglich sein. Ja, vergiss es. Also immer funktioniert der Trick auch nicht, Kumpel. Das heißt, mein Fury Moves müssen stärker als deiner. I'm very sorry. Wir müssen mehr Stärke brauchen. Der stärkste Norman aller Zeiten, das ist nicht klar. Lass es in Ruhe! Lass mich in Ruhe. So, zum Herrscher des Unheils, wenn man es auch mal erwähnen darf. Schon wieder. Das tat es aber ziemlich weh. Das tat sogar ziemlich weh. Das stimmt. It's not over yet. Guck, guck. Was machst du da hinten? Kann man stehen, Kleiner. Hat jemand noch eine mystische Schade drauf? Ich hab mich auch gewundert. Das wird sich anfällig für verbotene Art. Davor war noch irgendwie elementar anfällig. So, wird Zeit zum Feier machen. You weren't lying when you said you were the strongest. No kidding. Strong or not, you picked a fight with the Reaper. Time to pay the price. Wait, Eisen, what are you? I thought so. That's why you're called the Phoenix, isn't it? Your blessing has the exact opposite effect as my curse. So you finally noticed. So, if Phoenix has that kind of power, then couldn't he protect your sister? I admit defeat. I await your command. No. Why not?
I believe we should each steer our own ships through life's waters. I know that the life I've chosen is a selfish one. And I know that it leaves my sister lonely and sad. But it's also the only way I know how to live. If I gave you a command, it would be denying something at the very core of my being. So no, I won't do it. Except... Yes? If you're able, I want you to use your powers to protect my sister. Protect her from demons and malevolence. And from any dragon who may one day attack her. A dragon? Are you serious? This isn't an order. It's just a request. Well then, I accept your request as your friend. But in return, I have something to ask of you. Yeah? I want you to write her another letter. But this time, no hiding what you're truly thinking. I'll wait as long as it takes for you to write it. No need. What? I've been carrying this for so long, I'm afraid it's kind of crushed. My friend, I swear on my honor that this letter will reach your sister, and I promise I will get her to smile once more. After all, I'm the Phoenix. With me, life rises anew from the ashes. Thanks. I'm counting on you. Then it is time I'm on my way. Come, turtles! At your service! Ho! I'll deliver this package myself, even if it costs me my life! Farewell, friend! That Phoenix, what a guy. He doesn't back down even when he's lost. I guess. But I liked what he had to say. See? I knew something good would come from this. Yeah. I guess I learned something today. Never give up before you try. Na, das ja sowieso. Alter, Alter! Was hab ich getan? Was hab ich gerade getan? Die Weg hat eine zufällige Weg, dass den... Wow! Was hab ich getan? Ich hab ziemlich noch viel getan! Alter, war 5 Level höher! Okay, ja, jetzt ich stelle wieder auf schwer. Das heißt, in der nächsten Folge schaue ich dann doch mal, ob ich es nicht so noch hinkriege, dass ich halt dieses Dingsbums-Paket kaufe. Dieses Add-on-Paket, mit dem wir noch 10 Level höher werden. Und ich schätze mal, so mit Level 66 im Durchschnitt werden wir auf Stufe schwer, vielleicht sogar auf hoch, wenn es soweit ist. Arturius ziemlich einen Arsch versohlen. Ich meine, ihr habt es gesehen, ne? Das Schwert war Level 120 und so. Das ist schon ein bisschen übertrieben, dieser Normin. Und einfach da hätte man es ja später machen sollen. So, Expedition nochmal auf Kurs schicken. Das heißt, mir fehlt nur noch ein Material und danach... Das ist eine gute Frage, was dann passiert war. Ich glaube, wir haben eine neue Art gelernt, war. Keine mystische Art, wir haben keine Kombi-Arte. Verdammt, wir lernen die bloß die Kombi-Arte hier. Oh, das ist ein anderes Thema. Ja, also wir fordern Docks. Ich komme hier so nicht weg. Warum? Phoenix is finally gone. It's okay for you to come out now, Grimoire. He's so stuffy, as always, that he made me sweat, and I was even hiding. Now that I think about it, neither of you showed your faces when Phoenix was here, did you? Why wouldn't you two want to see a fellow Norman? I guess that asks for an explanation. All right, I think I can tell you now anyway. Broadly speaking, Norman fall into 2 different categories. Dog Norman and cat Norman. The ones who like to be around humans, like Phoenix, are your dog types. The ones who prefer to stick around objects and places are the cat types.
I've heard people say that dogs get attached to the human, and cats get attached to the home. So, since Magilus relied on you a lot over the years, does that make you a dog, Norman? No, not really. My powers actually work with Miss Magilu's guardians, not Miss Magilu herself. That makes me a cat type. Though, actually, considering how I serve a witch, I'd be a cat type either way. Anyway, back on topic. Dog Norman liked to live among lots of humans in comfort and style. Cat Norman like me and Grimoire would rather live in forests and ruins and pass our time in idle leisure. Some, ourselves included, don't conform with expectations, instead choosing to live as we please alongside humans. What does this have to do with wanting to avoid Phoenix? There's a gap between us that can't be bridged. Like the difference between sky blue and sea blue. Come on, aren't sky blue and sea blue basically the same color? Maybe to your untrained eye, but to those who care, there's a perceptible difference in hue, slight though it might be. Whatever it is that separates them is impossible to overcome. I didn't realize it could be such a big deal. Let me ask you guys this. Are pudding and custard the same? No, definitely not. If I ordered one, I wouldn't want to be served the other. Those still sound more or less the same to me, too. What if I said it was like the difference between sherbet and sorbet? Oh, yeah, there is a difference there. Although I usually can't remember which is which. So, like the difference between a hoagie and a sub sandwich? But those two are the same. Anyway, you get the point now, surely. We've long had our differences, and they put us in perpetual conflict. But what good does that do? Actually, on that note, is Aizen's sister going to be okay with Phoenix around? That much I wouldn't worry about. He can be obnoxiously brash and talks a lot of nonsense sometimes. But if nothing else, Phoenix has a strong sense of responsibility. Rest assured, she's in good hands. Although if you work him too hard, he'll start making speeches about uprisings and insurrections and all that stuff. Super. Gut, das kann ich weg. Sehr schön. Das Schiff hier lassen, wo man eigentlich nicht, man weiß zumindest immer, wo es ist. Weil Athen ist doch ein Ort, wo man sich ziemlich eingängig und so. Ich muss jetzt eigentlich schon dahin, wa? Wir haben ja eigentlich keine Over-Side-Quest mehr. Im Prinzip, das heißt, es wird jetzt doch langsam aber sicher an der Zeit, dass wir uns auf den Weg machen nach Sechsenhafen und uns mit dem imperialen Thron, wa? Gut. Das heißt, wie bereits erwähnt, ich werde jetzt halt das noch ganz kurz machen. Sechsenhafen. Ja, speichern, nee. Kurz übernachten, einkaufen gehen, genau. Ich werde jetzt sicher einiges noch offscreen-mäßig machen. Also einiges, ja, eben da wegen... Gucken, dass ich noch 10 Level-Ups kriege und dann ein bisschen wegen den aktuellen Waffen und so weiter gucke. Da werde ich sicher offscreen machen. Da ist jetzt aber wieder alles voll. Sehr gut. Magino, okay. Ja. Passt doch eigentlich alles super zusammen, Freunde. Da würde ich sagen, wenn uns nicht irgendwie spielinternes noch was dazwischen kommt oder so, machen wir uns auf dem Weg endlich mal zum imperialen Thron und werden vielleicht sogar schon in der nächsten Folge gegen Arthur und Innomina kämpfen. Ich meine, möglich wäre es, wenn ich natürlich jetzt da gerade spontan mit Dingen vergleiche. Dingsbums. Das ist eine Quest, kann das vielleicht mit Savita zusammenhängen? Könnte sein, wa? Ich meine, imperialen Thron, wenn ich noch mit Cestiria vergleiche, dort war so, das war ja eigentlich ein eigener Tempel, war in Kamlan. Und ist natürlich mit dem Unterschied jetzt, dass wir in Cestiria noch gar nicht in Kamlan waren. Deswegen war das quasi ein eigener Dungeon. Aber hier, in imperialen Thron, wir waren schon mal hier und wir haben bereits auch mal bestiegen, das ist ein relativ kleines Gebiet. Und deswegen glaube ich nicht, obwohl wir haben die Festung noch gesehen, war. Ja, wo wir die 4 elementaren Imperia erweckt haben vor, keine Ahnung, 5, 6 Parts oder so, war es noch so, dass da irgendwie im Himmel so eine Thron erschien. Also Thron, ja.
Wie soll er denn besser sagen? Ein Himmelsthron oder so, eine Himmelsinsel, keine Ahnung. Eine Himmelsfestung wohl eher, wa? Himmelsfestung klingt, glaube ich, ganz plausibel. Und vielleicht kann man jetzt da vom empirischen Thron quasi hochbeamen und oben ist noch ein Tempel. Das könnte natürlich auch sein. Aber dem auch sei. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge wieder hier bei Tales of Berseria. Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen.